An einem schönen Tag waren der Petrus und der Johannes unterwegs zum Tempel. Auf dem Weg haben sie einen gelähmten Mann gesehen. Der Mann konnte nicht laufen und nicht stehen. Seine Beine hatten keine Kraft. Er ist jeden Tag vom Morgen bis am Abend dort am Boden gehockt und hat um Geld gebettelt. Er musste betteln, weil er ja nicht arbeiten konnte. Und das Essen hat er ja gleich gebraucht. Oder Petrus oder Johannes hat er gefragt. Habt ihr mir ein bisschen Geld? Bitte, helft mir. Ich brauche Geld zum Leben. Es kostet Anfang alles und ich kann nicht arbeiten. Petrus, lass mal den Bettler. Wir müssen dem helfen. Hast du ein bisschen Münze dabei? Nein, Geld habe ich im Fall nicht. Aber, lass Bettler. Was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Stang auf und lauf um. Potz, was hat der Petrus da gemacht? Er hat einfach im Namen von Jesus gebeten, dass der arme Mann geheilt werden darf. Der Petrus hat am Bettler die Hand gegeben und ihm geholfen aufstehen. Und stellt euch vor, es ist gegangen. Der Mann konnte auf seiner eigenen Beine stehen. Gott hat ihn geheilt und gemacht, dass seine Beine wieder Kraft haben. Voll Freude ist der Bettler aufgesprungen. Juhui! Das ist unglaublich. Ich kann laufen. Was für ein Wunder. Halleluja! Was für ein grosser Gott. Er hat ein Wunder da. Danke vielmals. Wow, das war wirklich ein riesiges Wunder. Gott hat den Mut und den Glauben von Petrus gebraucht, für diesen Mann zu heilen. Und der Petrus hat gemacht, was Gott von ihm wollte. Gott braucht den Glauben von uns Menschen. Auch dein Glaube und deine Hoffnung wird anderen Menschen helfen, an Gott zu glauben. Vielleicht auch gerade dann, wenn es anderen nicht so gut geht, kannst du ihnen helfen, an Wunder zu glauben und zu vertrauen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Das war auch in dieser Geschichte so. Menschen im Tempel haben gemerkt, dass da gerade etwas Grosses passiert ist. Sie haben gesehen, dass der gelähmte Bettler jetzt laufen kann. Ist das dort nicht der gelähmte Bettler, der jeden Tag bei der Tempeltür ist gehockt? Wie kann das nur sein, dass der jetzt laufen kann? Da ist ein Wunder passiert. Hey, kommt, wir müssen zu diesem Mann rüber, hören, was da gegangen ist. Petrus, schau mal. Es kommen so viele Leute zu uns. Ich glaube, die wollen hören, was passiert ist. Hey, hört zu. Gott hat ein Wunder da. Jesus Christus hat diesen Mann geheilt. Wow, das ist ja unglaublich. Gott ist gross. Das Wunder, das Jesus durch Petrus hat viele Menschen beeindruckt. Wegen dem Mut von Petrus und wegen der Kraft von Gott haben an diesem Tag viele Leute angefangen, an Gott zu glauben.